Guten Morgen, liebe Plattdütsch Freundinnen und Freunde. Ein herzlich willkommen beim Heimatverein Wolbjerg. Das letzte Mal habe ich hier ein Plattdütsch Vertelzel von Dönne Vormann verloren, Hasenschwed. Meistens hat Dönne Vormann aus den Wolbjergschen Sänger Dichte und Male in Hauchdütsch geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich kann es in Vertelzel von ersten münsterschen Tötken und sin Burg zur Jagd gesungen und gelacht, in Münsterlänne platt überdregen. Jesus hättet ut ne Sammlung von den Wolbjergschen Böllekes-Doktor Forthus. Dat erste Tötken. Weil in Münsterland in ein alt Wädshus tot Erdenkeit und sich den Kürkensierl mit Münsterlänne Mahltiten verlegen löt, denn wird immer auch dat münsterske Tötken anboden, wann dat Hus wat up sich hölt. Dat Tötken ist ein deftig Erden ut Kalvefleisch, Masse Siepeln und Piepe, mit einem Schlag Mostert dabei, Wienessig zu und wat der süß noch so an Biwerks drin kommt. Die meisten Lü fragt sich nicht, wo so'n dummen, fien Erden wegkommt, aber weil die Geschichte von sin Tostannekurm es noch halt, die weet wannes, dat dat Tötken von een französischen Kürkenmeste zuallererst in Wolbjerg geguckt worden ist, ob ne Yacht. Und dat kam so. Kurz nach den 30-jährigen Krieg, was Bähnken von Schalen, die kennt das, Bähnken von Schalen, kann puchen und prahlen, der was in Münster Fürstbischof und hol ab und an in Wolbjergsken Dächern seine Driefjachten af. Die Dächern mit seine mehr als 1000 Mohren Holt, was damals dort intünt. Für die Kabeleien, so wurden die Ordentlichen nimmt, was das Jachtbelebnis ein Krautspektakel. Da was Lü und viele Länder invitiert. Doch auch damals leibt nicht immer alles so glatt ab, es der Bischof sich dat dacht ha. Bis tot Jachtfrühstück haben die Hans nicht viel für die Flinte kriegen und das lag nicht an Ringen auf an das rüsige Wehr. Nee, der Fürstbischof meine, das lag an die Drives, die tot trampeln, tot dösig würden und auch an die Jacht von Möhe Rühens und an den Trop von Tojages, die nix es frierten und Suppen in Kopf hähen, statt dort unerholt zu krupen und wöst ob'n Busch zu kloppen. Und so was wirklich mit Frühstück, wo ein dick voret Kalf ob den Spiet über kleinige Holzkohlen für mit soltrige Speckhand inrieben, dat het mit die Tiet so schön beruhn glemmere, und dann han die Drives mehr Placee, als wenn sie in anschurten Keile angräb. Kopfschüttelnd stand der Fürstbischof für düssen Frühstücksbraten und begeg sich die paar Dies, die bis dahin zur Strecke gebracht worden waren. Da gaf es in Generalvikaris Droste Johann von Alpen die Orde, he solle es bürgerste Jachtaufseher,
de drives es gründlich in gewirten kühen, wat de denn auch mit schneerkriege Stemmen dei. Mal her, Herren, Treiber, Hochwürden ist äußerst ungehalten über eure lahmen Prozessionen im Busch. Man muss auch mit dem Kopf treiben, um das schlaue Getier aus seinem Versteck hochzumachen, nicht nur mit geistlosen Bölken und lautem Krachschlagen. Mit wildem Jagdgeschrei und Knüppelgefuchtel ist da nichts zu machen. Merkt euch das, ihr dösköpfigen Treiber. Da steht ihr schon wieder da und wartet nur auf euren Schluck und auf den fetten Brocken vom Bratenspieß. Aber damit ihr endlich mehr Grütze in eure leeren und versoffenen Schädel kriegt, hat unser hoher Yachtherr durchlauchtigst angeordnet, ihr sollt heute mal anstelle des Fleischbrockens vom Spieß den Kopf vom Kalb bekommen. Und he reibt den eigens für die Bradenprozedur mitgenommenen französischen Kürkenmäste to. Allez, Cuisinier, gib den leerschädligen Treibersleuten mal heute nichts als den Kalbskopf. Sie sollen sich eine Suppe draus kochen, damit sie von des Kopfes Hirnlauge pfiffiger werden. Hirgen die bürgesten Antestinken, was in die damalige Tiet noch weinige Antororen ist von Tage. Darum stacken den Tofeur und neenkleiften Kalvekopf in Korpekehre mit Warte und korkere über die Lage für ut. De Cuisinier von den Fürstbischof was ein Meste in sein Handwerk. Aber he ha nicht bloß ne fine Dung, he ha von Hirten auch Kraut mitfüllen mit de Innersten. Schworens meinen die Drives, dat wohl ein richtig schiertrich Süppgen hiermdei, aber de Gurk sette alles dran und die beiden Kalvekopf-Halbschreide ne leckere Mahltit zu tuven. Doffe nahm he die Dung, dat Hähn und dat Kopffleisch von dat Kalf, schnibbelte et in Würpelstückskes, gaffen Telle Hacksiepeln dabei, n Lück Bierbre, Essigsuhe, Kandisklümpkes und n Schlag Mostet. Rührte dat hele Charack mit n Schürt von dat Gurkwarte und den Kirdel düftig dür, dein noch utloten Spett dran und leitert getotten und dietgen Gurken. Nur den Sprück, wat de Buhe nicht kennt, dat fret he nicht, schoben de vierbürstigen Drives den ersten Holdlierpel minnachtig über ihre Dung und leiten sich von den freundlich kniepeigelnden Kürkenmäste noch ein Schlag mostet de Topappen. Noch so'n Tietken, da höre man ut eure Schlickemuhlen een bewünnet, Drüvel, Dunnelitken. Es wie die nächste bischöfliche Driefjacht in Wolbirgsken Derchorn et wir ob Frühstück mit Jachthöllenblasen durchhong, was dütmal ne anzeinliche Strecke, die da bineenkum was. Dort trat die bürweste Drive Haumeister Hamsen für den Jachtaufseher Droste von Alpenhen und melde en Lück Duxk, die Drives wollen auch dütmal nicht von dat fette Kalvebratenstück erten, sondern leibe wir von dat magere Kalvekopfsüppken, dat ihr Jachtvernüll noch wieder anwöss. Düssen ducknackigen Vorschlag hörte usen klüftigen Bänken von Chorlen und Leipzig ist dat eben so wie was forts von sin Cuisinier wat von dat getot brengen. Tübel nochmal und Tunnelitken, drauf so'n Fürstbischof ja nicht sägen, men
sin blaselig Nicköppen, sin maglig Schmatken und ein exquis Trebon, was ein Hauch Luft von den bürgersten Yachtherren. Wie die nächste Haugefierlichkeit ob bischöfliche Schlot in Münster kriegt die Kirchenmeister von den Generalvikaris den Auftrag, an die vierliche Tafel dat herrliche Getötte es hors d'oeuvre à la Monasteria herumzureken. Damit, was dat Münsters Getötken und Wolbjerg wie die bürgersten Chasierten ankommen. Het Giechloft, dat uit Wolbjerg dat Münsters Getötken kommt, het is zeer geworden. Nieuwe Tötkes-Rezepte gibt es noch, zum Beispiel Kallistötken, kiekt das ins Internet. Vielleicht hat ja ein von you erste to es mal so ein Tötken zu kochen und vielleicht auch mich tot Erden zu invitieren. Ich darf mich freuen. Seid du, bis dahin. Holt you munter.